Und ich freue mich heute Morgen über das Thema an dem Tag, über Güte zu reden, vom Mut, das Richtige zu tun. Letzten Sonntag hat Pastor Matthias über Freundlichkeit geredet und wir haben gelernt, dass Freundlichkeit schafft einen Raum, eine Atmosphäre zum Vertrauen. Güte, was macht Güte? Güte öffnet unser Herz. Weil durch Güte wir sehen die Liebe, dass die Person mit uns gut meint. Wie hast du dich mal gefühlt, wo du einen Fehler an deinem Arbeitsplatz gemacht hast? Vielleicht an irgendeiner Arbeit, die dein Chef gemacht hat. Und du hast gemerkt, oh, es ist alles kaputt gegangen. Hoffentlich der Chef überkommt nicht mit. Okay, Hochdeutsch, jawohl. Okay. Und du hast gemerkt, dass der Chef, du denkst, der Chef hat es nicht mitbekommen und er kommt zu dir und sagt, okay, alles okay, es kann passieren, mach weiter. Das tut gut, oder? Das ist eine Erleichterung. Aber auch wenn du vielleicht ein teures Abonnement abgeschlossen hast und du merkst, dass dieses Abo gar nicht nötig war und dann kommt deine Frau und sagt, okay, wir lassen es. Sie schimpft nicht mit dir oder vielleicht hast du ein schwieriges Gespräch gehabt mit jemandem und du hast Worte gesagt, dass du diese Person verletzt hast. Und du weißt jetzt, es wird schwierig sein, wieder dich zu versöhnen mit dieser Person. Und wenn du einfach mit dieser Person sprichst, du merkst eine Güte in dieser Person und sie vergibt dir einfach so. Das tut so gut, wenn wir einfach diese Liebe, dieses Wohlwollen in dieser Person spüren. Und oft fehlt uns allen den Mut, in dieser Güte zu reagieren. Einfach in dieser Güte, das Gute zu tun. Wir werden immer wieder herausgefordert. Und der erste Punkt ist, was ist Güte? Wir möchten mal anschauen, die Definition von Güte. Die Oxford-Definition heißt, Güte ist eine moralische Qualität, die Rechtschaffenheit, Wohlwollen und Großzügigkeit umfasst. Auf Griechisch, warum auf Griechisch, möchten wir auch die Bedeutung anschauen. Und das Wort heißt Agathosyne und heißt, ist eine aktive Tugend, die Gutes tut und das Wohl anderer sucht oder auch durch gerechte und wohltätige Handlungen. Der Galaterbrief wurde in Griechisch geschrieben und deswegen wollen wir auch diese Bedeutung genauer anschauen. In diesen beiden Definitionen sehen wir das Wort Wohlwollen. Das Güte ist aktiv, ist großzügig und es ist rücksichtsvoll. Güte bedeutet, wenn du vielleicht zu jemandem kommst und ihn korrigierst. Auch wenn es nicht so einfach ist. Aber du weißt, das ist das Beste für diese Person, die jetzt einen falschen Weg getroffen hat. Güte heißt auch, das Beste für diese Person zu suchen. Auch wenn diese Person es nicht verdient hat. Wenn es unangenehm ist. Güte heißt auch eine bewusste Entscheidung für einen Mitschüler zu treffen, ihn zu schützen, der gemobbt wird. Und du schaust, dass diese Person gerecht behandelt wird, auch wenn die anderen gegen dich sind. Du stehst für Gerechtigkeit. Güte bedeutet auch Zeit und Kraft, in jemanden zu investieren oder vielleicht auch Geld. Und du weißt, dass diese Person dir das nie zurückgeben wird. Du zeigst ihnen Güte. Güte ist auch, wenn du vielleicht vor einer schwierigen Prüfung stehst und dein Lehrer kommt und hilft dir. Er schenkt dir einfach zusätzliche Zeit, damit einfach du diese Prüfung bestehst. Güte heißt auch, wenn du mitten im Schwer und unter Stress stehst und Schwierigkeiten, aber du begegnest dieser Person freundlich mit Güte. Oder wenn du nach einem Streit diese Person vergibst, obwohl sie es nicht verdient hat.
Güte bedeutet auch, wenn du das Wohl von der anderen Person über deine eigenen Interessen stellst. Woher kommt Güte? Der zweite Punkt heißt, Gott ist die Quelle von Güte. Und wir sehen das in 2. Mose 33,19 heißt, der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Gott offenbart sich Mose als der gütige Gott. Das ist eine wesentliche Eigenschaft von Gott, Güte. Und wir sehen einfach diese Güte durch die ganze Bibel hindurch. Die Bedeutung auf Hebräisch in diesem Vers heißt Chesed und bedeutet ein loyales Verhalten, also dass man ein Versprechen hält, motiviert durch tiefe persönliche Fürsorge. Ein loyales Verhalten, jemand, der sein Versprechen hält. Jesus, Gott, hält sein Versprechen, das er für dich gegeben hat. Auch wenn du und ich es nicht verdient haben. Und wir sehen auch eine persönliche Fürsorge. Gott ist seine Güte, schützt uns, leitet uns. Und wir sehen einfach durch die ganze Bibel, wie Menschen immer wieder die Güte Gottes preisen und loben. Und sie sagt, deine Güte ist bis zu den Wolken, deine Güte ist über mich, deine Güte umgibt mich. Wir haben es vorher gehört, das ist seine Güte, ein Geschenk, das du und ich nicht verdient haben. Aber Gott schenkt es. Warum? Weil er es meint gut mit dir. Er hat gute Pläne über dein Leben. Und immer wieder, die Bibel spricht von dieser Güte, die so unendlich ist. Psalm 100 heißt auch, der Herr ist gut und seine Güte währt ewiglich. Seine Treue überdauert alle Generationen. Der Herr ist gut. Kannst du es deinem Nachbarn sagen? Der Herr ist gut mit dir. Amen. Wir sollen es hören. Er meint es gut mit uns. Und seine Güte ist für immer, für alle Ewigkeit. Und wir werden einmal in der Ewigkeit immer von seiner Güte immer wieder schöpfen. Nicht nur hier auf dieser Erde. Und Gott möchte, dass du und ich Gott kennen, auch als einen gütigen Gott, der es wirklich gut mit uns meint. Diese Güte und Liebe sind unerschütterlich, unabhängig, wie du dich fühlst, von deinen Umständen, von deinen Gefühlen. Oft wir fühlen uns einsam. Es ist eine Leere da in uns. Aber wenn Gott mit seiner Güte kommt, erfüllt uns und füllt uns einfach diese Leere, die in uns ist. Ein Beispiel von Gottes Güte sehen wir in der Geschichte von Elisa und die syrische Armee. Israel steht wieder vor einer großen Bedrohung durch den König von Syrien. Und er plant immer wieder Angriffe auf Israel. Und Gott offenbart dem Prophet Elisa durch Träume, Visionen, was die Pläne sind vom Feind. Und er erzählt dem König von Israel. Als der König von Syrien das erfährt, wird er wütend. Und er sagt, okay, er schickt eine Armee, um Elisa zu fangen. Sie umzingeln die ganze Stadt. Und als Elisa das sieht, er betet und die ganze Armee wird blind. Er nimmt diese Armee und führt diese blinde Armee, syrische Armee, in die Stadt Samaria. Das war die Hauptstadt von Israel. Als der König von Israel die Armee sieht vom Feind, freut er sich und sagt, wow, jetzt ist die Stunde gekommen, lasst sie alle töten. Aber was sagt ihr Elisa? Nein, gebt ihnen zu essen und zu trinken und schickt sie nach Hause. Elisa antwortet mit der Güte Gottes.
Und was ist passiert? Was war das Resultat von dieser Güte? Diese Güte triumphiert über die Macht des Bösen, über die Macht der Finsternis. Und die Armee ist nie wieder zurückgekommen nach Israel. Das ist die Güte, die Gott in uns haben möchte, dass diese Güte durch uns fließen kann. Gottes Güte und Gnade ist größer als jede Macht. Und die Geschichte zeigt, wie Gottes Güte als unsichtbare Macht das Böse besiegt. Amen. Eine weitere Geschichte sehen wir im Leben von Josef. Er wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Er hat so vieles gelitten über Jahrzehnte hindurch. Aber er blieb treu zu Gott. Und mitten in diesen schwierigen Situationen konnte er die Güte Gottes erfahren. Jahre später kommen die Brüder in diesem großen Hungersnot vor dem Pharao. Er war der zweite Mann in dem Pharao, in Ägypten. Und Josef sagt, als er sich mit den Brüdern spricht und sich offenbart, sagt er, ihr habt mit mir böse gemeint, ihr wolltet das Schlechte für mich, aber ich bezahle euch mit Güte. Oder? Und Josef vergibt ihren Geschwistern und nicht nur das, sondern er beschenkt sie mit Reichtum. Das ist ein Sinnbild, symbolisch, wie Gott mit dir und mit mir ist. Wir haben es nicht verdient. Er vergibt uns und nicht nur das, sondern er beschenkt uns in Überfluss. Gott ist gut mit dir. Amen. Und wir sollen es immer wieder proklamieren. Die Psalmen, die sind voll, fast jeder Psalm redet über diese Güte Gottes. Und wir sollen uns freuen, weil Gott so gut mit uns meint. Auch wenn du alles vermasselt hast, auch vielleicht wenn du Probleme in deiner Ehe hast, Gott meint es gut mit dir und er möchte es einfach zum Segen wenden. In deiner Familie. Auch wenn du dich so klein und unbedeutend fühlst, Gott sieht auf dich und er möchte dich mit seiner Güte umgeben. Gott ist gut. Können wir es laut proklamieren? Gott ist gut. Amen. Paulus sagt in Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seine großen Güten willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Die Güte Gottes ist reich mit dir, mit mir. Seine Liebe ist so groß, deshalb hat er sich entschieden, uns zu retten. Das ist das Fundament von dieser Güte, seine Liebe, sein Erbarmen mit dir, mit mir. Und wir waren tot in unseren Sünden, wir waren tot in unseren Übertretungen, aber Gott kam mit seinen großen Lieben und er hat einfach für dich und für mich Jesus geschickt, dass er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Wir haben eine große Strafe verdient, ewige Verlorenheit, aber Jesus bezahlte den Preis am Kreuz. Wir haben vorhin gehört. Das ist die Güte Gottes, dass er sich immer wieder zeigt. Wohlwollend für dich und für mich. Auch wenn wir es manchmal nicht merken. Gott ist da und er möchte das Beste für dich. Er ist da und möchte einfach deine Situation, die vielleicht so schwierig ist, in Segen verwandeln. Weil er es gut mit dir meint. Weil er großzügig ist. Und weil er wirklich so viel Reichtümer hat für dein Leben. Wir müssen einfach lernen, immer wieder uns ausstrecken zu ihm. Herr, fühle mich mit deiner Güte, fühle mich mit deiner Liebe. Ich spüre es nicht, aber ich möchte in diesem Leben im Überfluss leben. Gott möchte auch, dass du und ich Jesus als der Herr unseres Lebens machen. Dass wir uns Jesus um Vergebung bitten, dass wir ihn einladen in unser Herz, dass er in unserem Leben regiert.
Der dritte Punkt, den wir sehen, ist, Gott möchte, dass seine Güte in dir zunimmt. Amen. Wer braucht noch mehr Güte in ihrem Leben? Amen. Ich strecke meine beiden Hände. Galater Kapitel 5, wir lesen, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nur durch den Heiligen Geist kann diese Frucht in unser Leben zunehmen. Nur wenn der Heilige Geist die Herrschaft in unser Leben hat. Und wir sehen ein weiteres Beispiel von dieser Güte, und das war die Güte Jesus. Wir kennen diese Geschichte, als Jesus im Garten Gethsemane ist und kommt einfach diese ganze Gruppe von Soldaten, um Jesus gefangen zu nehmen. Unter ihnen war auch der Diener vom Hohepriester und der Name heißt Malchus. Petrus war auch dabei, natürlich. Und er wollte Jesus was? Schützen. Er hat sofort in seinen Temperament das Schwert genommen und man sagt, er wollte eigentlich nicht das Ohr von Malchus abschneiden, sondern ihn ganz, gerade den Kopf abschneiden. Er hat es einfach nicht ganz erwischt. Aber wir können uns einmal in diese Situation hineinversetzen. Jesus wusste, dass diese Soldaten würden ihn ans Kreuz bringen. Jesus wusste, dass dieser Diener war auch jemand, ein Teil von dieser Gruppe. Die waren die Feinde. Aber trotz allem, Jesus erstens, er stoppt Petrus. Er nimmt sich Zeit in dieser Situation und sagt, Petrus, das ist nicht der Weg. Nicht durch Gewalt, sondern durch Güte. Mit dieser sanften Autorität erinnert der Petrus daran, dass er den Willen des Vaters tun muss. Das ist auch Güte. Jesus war bereit, ans Kreuz zu sterben für dich und für mich. Das ist einfach Güte, das ist seine Liebe, seine große Gnade für dich und für mich. Er stellt Petrus nicht bloß vor den anderen, sondern sagt, nimm dein Schwert, stecke es, lege es auf die Seite, ja, und er nimmt das Ohr von Malchus und macht eine kurze Operation. Er zeigt wieder Güte zu seinem Feind. Das ist etwas, das nicht etwas oberflächlich ist. Freundlichkeit ist gut, aber Güte ist noch viel tiefer, weil es ist da im Herz, aus dem Herzen soll kommen. Vor allem gut zu sein zu dem Feind, zu unseren Feinden, zu diejenigen, die uns ablehnen, die uns immer wieder das Leben schwer machen. Viele von euch oder von uns haben vielleicht Personen, die uns nicht mögen, die uns immer wieder einfach Hindernisse in den Weg stecken. Vielleicht am Arbeitsplatz, am meisten Arbeitskollegen, wo auch immer, oder einen Nachbarn. Gott ruft uns alle einfach in diese Güte, in diesen Mut zu haben, mit Güte, mit Liebe zu antworten. Das ist die Güte Gottes. Güte heißt auch Selbstlosigkeit. Jesus hat nicht an sich selber gedacht, sondern an die Menschen, die sterben würden, wenn er nicht ans Kreuz gegangen wäre. Er hat noch sogar Güte gezeigt in den schwierigsten Momenten. Güte bedeutet, den Mut zu haben, das Richtige zu tun. Wir haben da ein Bild. Wie reagierst du, wenn du in so Situationen bist? Lässt du deine Güte hervorsprudeln oder vielleicht andere Dinge? Vielleicht Zorn, vielleicht, ich habe das Recht jetzt. Ich werde hier mal einfach die Leviten mal lesen.
wir alle werden immer wieder konfrontiert, sei es in der Ehe, mit unseren Kindern, mit anderen Mitmenschen, dass wir einfach diese Güte von Gott wirklich weitergeben können. Aber du kannst mir sagen, Amos, ich kann das nicht, unmöglich. Du hast keine Ahnung, was ich erlebt habe in meiner Kindheit. Du hast keine Ahnung, was ich erlebt habe in meiner Familie. Ich erlebe die Hölle. Du hast keine Ahnung. Wie soll ich Güte geben, wenn ich Güte noch nie bekommen habe? Diese Person hat mich so verletzt. Diese Person hat meine Karriere zerstört. Meine Träume, alles, was ich vorhatte. Der hat mich beleidigt. Diese Person hat mich ausgenützt. Du hast keine Ahnung. Und da muss ich dir recht geben. Ja, das stimmt, du kannst das gar nicht. Aber Gott möchte uns heute Morgen lernen, wie können wir einfach an Güte zunehmen. Wie kann ich Güte entwickeln? Wir haben 4 Schritte. Zuerst, wie entwickle ich Güte? Verzichte auf Vergeltung. Das ist immer da der Drang, wir wollen uns vergelten. Ja, ich werde ihm zeigen, wie es geht. Lukas 6,35 heißt, Jesus sagt, sondern liebt eure Feinde und tut Wohl und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wow. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr undankbar ist, die vielleicht unsere Güte gar nicht wahrnimmt. Aber Gott sagt, wie Kinder, Söhne des Höchsten, wie Kinder des Lichts, des Gottesreichs sollen wir handeln. Und nicht mit der gleichen Münze zurückbezahlen, wie sie uns bezahlt haben. Zweitens, lege alles Böse ab. Vielleicht bist du dir nicht bewusst, was alles in deinem Herzen, oder ich mir auch nicht bewusst, was in meinem Herzen ist. Aber es sind so viele Dinge, ganz tief in unserem Herzen und wir merken es nicht. Aber das sind einfach die Gründe, die Konsequenzen, warum dass wir so oder so reagieren. Und weil so manchmal so wenig Güte in uns sind, wenn wir vielleicht 20, 30, 40 Jahre Christ sind und wir fragen uns, wo ist die Güte? Es sind Dinge in unserem Herzen, die Gott in uns einfach, Gott möchte, dass du und ich ablegen. Epheser 4, 31, 32 heißt, alle Bitterkeit, Grimm, Zorn und Geschrei und Lästerung seien von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gütig gegeneinander, herzlich, vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich möchte euch ein Beispiel, vielleicht können wir es besser verstehen, etwas darstellen. Danke, Rebecca. Das Gefäß repräsentiert unser Leben. Und in deinem ganzen Leben, als du klein warst, du hast so viele Dinge erlebt. Der Feind hat Pfeile geschossen, schlechte Erfahrungen und da war eine Verletzung in deinem Leben. Es sind Dinge, die vielleicht niemand weiß, niemand kennt. Es sind vielleicht Ablehnung in deinem Herzen. Es ist ein Groll gegen eine Person, wo du vielleicht halb vergeben hast, aber noch nicht ganz. Und das sind tief in deinem Herzen. Niemand sieht es. Und die Liste ist lange. Vielleicht Wut, Ausbrüche. Vielleicht du hast gar keine Geduld mehr mit deinem Ehepartner, weil sie immer die gleichen Fehler macht. Wie lange noch? Vielleicht mit deinen Kindern hast du jahrelang diesen Lebensstil ertragen und du hast irgendwie
die Geduld verloren, die Liebe verloren. Du kannst nicht mehr gütig antworten, du hast nicht mehr den Mut, diese Person vielleicht zu vergeben. Einen Chef. Und die Liste ist sehr lang. Groll, Lästerung, Streit, Eifersucht, Neid. Es ist alles da drin. Wie können wir loswerden von all dem? Der dritte Punkt, tu mutige Schritte. Galater 6,10 heißt, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern. Ja, ich kann noch nicht Gutes tun, weil diese Dinge noch in mir sind. Aber der vierte Punkt heißt, gib dich dem Heiligen Geist hin. Oder in anderen Worten, lass dich vom Heiligen Geist fühlen. Fühlen von seiner Gegenwart. Wenn dagegen der Heilige Geist in unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Wenn wir zulassen, dass das lebendige Wasser unser Herz immer wieder neu erfüllt, was wird geschehen? Wenn wir ein bisschen Heiligen Geist reintun, die Dinge sind immer noch drin. Ja? Wir fühlen uns besser, aber sind immer noch die vorhanden. Teilweise, aber mehr vom Heiligen Geist. Und du kommst in den Gottesdiensten, in den Kleingruppen und sagst, Herr, ich strecke mich nach mehr von dir, Heiliger Geist. Komm mit deinem lebendigen Wasser, reinige mich. All das, was in mir, tief in mir ist, soll hinausgehen. Und mach mal, jawohl, jawohl, jetzt kommt. Und was passiert? Kommt an die Oberfläche. Ohne dass ich etwas mache, da unten sind einige eingeklemmt, aber die sollten jetzt, okay, jawohl. Und wenn der Heilige Geist unser Gefäß füllt, was passiert? Geist Gottes füllt unser Leben. Der Geist Gottes bringt alles an die Oberfläche, Dinge, die wir gar nicht wissen, warum, wieso. Darum möchte ich dich wirklich einladen, dass dich dein Herz weit aufmachst, dass er mit seinem lebendigen Wasser dein Herz reinigt und dass nichts mehr in deinem Leben, dass wenn du und ich erfüllt sind mit seinem Geist, die anderen Dinge, die haben keinen Platz in meinem Leben. Weil der Geist Gottes uns immer, der Heilige Geist wird immer schauen, dass unser Herz rein bleibt. Ja, erfüllt. Dann werden wir Menschen sein, die diese Güte, diese Freundlichkeit, diese Liebe weitergeben können. Und das Alte bleibt hinter uns. Amen. Wenn du es glaubst, gib dem Herrn Jesus einen großen Applaus. Er verdient, er ist würdig, alle Ehre und Lobpreis zu empfangen. Möchte ich euch einladen, aufzustehen und dass wir uns eine Zeit nehmen, indem wir vor Gott sind. Und dass wir uns beschenken lassen von diesem Heiligen Geist. Dass er Dinge, die vielleicht tief in unseren Herzen sind, einfach, dass der Heilige Geist mit seinem lebendigen Wasser einfach raussprudeln kann. Schließe bitte deine Augen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für deine große Güte und Liebe zu unserem Leben. Danke, dass du deine Güte uns immer wieder uns umgibst, Herr. Und dass du möchtest, dass wir in dieser Güte wachsen können. Aber du siehst, Herr, tief in unseren Herzen, Herr, Dinge, Herr, die dir nicht gefallen. Herr, und an diesem Morgen möchten wir unser Herz weit aufmachen, Herr, damit du, Geist Gottes, in unser Leben rein kannst, Herr. Fühle uns neu, Herr. Fühle uns neu mit deiner Gegenwart. Fühle uns neu mit deiner Liebe. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Güte. Wir brauchen mehr von deiner Gegenwart. Danke, Herr, dass du unsere Herzen reinigen möchtest. Dass du unsere Herzen mit deiner Liebe neu erfüllen möchtest.
Danke, dass du da bist, Herr. Herr, und dass deine Gegenwart, Herr, jetzt jedes Herz füllt, Herr. Herr, da wo du merkst, Herr, einfach Menschen, die verletzt wurden, Herr. Danke, dass du mit deiner Liebe jetzt Herzen heilst, Herr. Herzen wiederherstellst. Danke, Geist Gottes, danke. Ich möchte dich einladen, da wo du bist, erhebe deine Hände zu Gott, strecke dich aus. Er ist da und nimm von dieser Fülle von Jesus, nimm von dieser Liebe, von dieser Güte. Er ist da und er möchte uns wirklich dienen.